Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum großen Club-WM-Fazit aus der Sicht des FC Bayern München. Ja, bevor ich da reingehe, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen, schreibt einen Kommentar, damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Joa, ich werde den ganzen Bums mal in 3 Teile unterteilen. Einmal finanziell gesehen, einmal sportlich, einmal Entwicklung. Ja, finanziell gesehen können wir den Bums relativ schnell abhaken. Wir haben um die 50 Millionen kassiert. Durch die Tar-Ablöse, durch die Bischof-Ablöse, die man sich hätte schenken können. Durch Unterkunftskosten, Reisekosten und so weiter wird man wahrscheinlich so bei 40 Mille plus landen. Ist natürlich, wenn es darum geht, was man hätte erreichen können, jetzt nicht the yellow from the egg, aber natürlich 40 Mille für 3 Wochen da ein bisschen rumschillen, ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Natürlich hat man den ganzen Bums mit der Verletzung von Jamal Musiala bezahlt. Ob es sich dann gelohnt hat, da 40 Millionen einzunehmen, sei mal dahingestellt. Ja, aber wenn wir auf die nackten Zahlen gucken, denke ich, werden wir so 40 Millionen plus gemacht haben, da eingenommen haben bei diesem Turnier. Ja, was ich denke, wie gesagt, es waren sogar nur, ja doch, bis zum 5.7. waren wir da, 16, 21, ja, 3 Wochen. Ja, für 3 Wochen ist das und 5 Spiele ist das doch okay, denke ich. Gut, damit können wir das Finanzielle relativ zügig abhaken. Das Sportliche, wir haben keinerlei Experimente gesehen, wir haben keinerlei Entwicklung gesehen. Wir haben das gespielt, was wir die ganze Saison gespielt haben, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Was mich persönlich aber sehr enttäuscht hat. Ich werde das mal ein bisschen unterteilen. Einmal in sportlich, was uns betrifft, und einmal in sportlich so auf die Gegner gesehen. Das fand ich sehr interessant. Das Spiel gegen Boca Juniors, das Spiel gegen Flamengo fand ich sehr interessant. Einfach mal den südamerikanischen Fußballstil mal im Vergleich mit uns zu sehen einfach. Ja, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es auch gut, dass sich der südamerikanische Fußball, gerade der brasilianische Fußball, da mal ein bisschen in Szene setzen konnte. Und auch mal gezeigt hat, dass auch außerhalb von Europa guter Fußball gespielt wird. Ne? Das hat mir sehr gut gefallen. Auf uns zurückzukommen, was den FC Bayern betrifft, ja, wie gesagt, keinerlei Entwicklung, keinerlei Mut, irgendetwas auszuprobieren. Stumpf die Viererkette, stumpf 4-2, 3-1 Geschisse, wie wir es seit 500 Jahren gefühlt spielen. Keine Innovation, kein Mut, wie gesagt, mal irgendetwas anders zu machen. Kein Mut, auf frische Spieler zu setzen. Da kommen wir dann auf der Entwicklung noch besser zu sprechen drauf. Sehr, sehr enttäuschend. Ja. Ich meine, gerade Auckland City, jetzt mal ernsthaft. Du hast das Spiel 10-0 gewonnen. Es stand zur Halbzeit was? 5-0, 6-0. Also da hättest du mal eine zweite Halbzeit gehabt, wo du einfach mal hättest ein bisschen was probieren können. Ja. Gar nichts. Atletico gegen Boca Juniors. Ja, auch da haben dir die Eier gefehlt, mal irgendwas auszuprobieren. Von Benfica brauche ich gar nicht erst anfangen. Das Spiel hat man hergeschenkt, die erste Halbzeit. Ja, aber sportlich, wie gesagt, keinerlei Entwicklung, eher Rückschritte gemacht, wie ich finde, und auch keinerlei Anstalten, irgendwas zu ändern, irgendwas mal auszuprobieren. Mal auszuprobieren, in der Doppelspitze zu spielen. Mal einen Conny Leimer ins zentrale Mittelfeld stellen, um mal zu gucken, ja, was geht da? Mal einen Boe konsequent auf die rechte Seite zu stellen. Mal einen Aznu konsequent auf die linke Seite zu stellen für 5 Spiele, um zu gucken, packt der Junge das beim FC Bayern oder weg mit ihm, ja. Nichts, gar nichts, einfach keinerlei Mut zum Risiko. Also aus unserer Sicht, sportlich gesehen, war es eine Enttäuschung. Ja, das muss man so klar sagen. Damit kommen wir auch schon zum Thema Entwicklung.
das groß angekündigte mal wieder, ja, bei der Club-WM werden wir Jugendspieler mitnehmen, die werden ihre Chancen bekommen. Da werden wir etabliert, wir müssen wir müssen gucken, dass wir die Belastungssteuerung haben. Man nimmt extra einen Thomas Müller mit, man zahlt extra eine Ablöse für Tom Bischoff, damit der ja bei der Club-WM dabei sein kann. Man zahlt extra Millionen mehr für Jonathan Tah, dass der dabei sein kann. Ja, und dann ist das passiert, was passiert ist. Ja, ich verstehe es auf der einen Seite, dass man das gemacht hat, damit man, ich habe es ja schon mal erklärt im anderen Video, Teambildung, wenn man so 3 Wochen zusammen ist bei so einem Turnier, ist natürlich gut. Ja, da ist natürlich von Vorteil, wenn da so ein Jonathan Tah und auch so ein Tom Bischoff schon da sind. Ja, für den Tom Bischoff wird es sehr ernüchternd sein. Der weiß jetzt gleich wieder, wo er angekommen ist. Er wird in dieser Mannschaft keine Spielzeit bekommen. Ja, Jonathan Tah scheint man ja drauf zu setzen im Zusammenspiel mit dem Opa, was auch ganz gut geklappt hat schon. Ist natürlich ein klares Zeichen am Minjay. Ja, wilde Nummer auf jeden Fall, ja. Und damit sind wir dann bei der Entwicklung endgültig angekommen. Spiel, was? Lasst mich gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6-0 stand zur Halbzeit. Und dann hat man sich wirklich mal getraut, einen Lennart K. für einen Michael Ulisse zu bringen. In der 46. Minute. Und dann hat man sich getraut, beim Stand von beim Stand von 9:0 hat man sich dann getraut. Nee, stimmt nicht, sorry. 8:0. Beim Stand von 8:0 hat man sich dann getraut, für 8 Minuten Adam Acunov in Stanisic einzuwechseln. Und das war es. Das war alles, was wir an Jugendspieler bei dieser Club-WM gesehen haben. Nichts mehr. Null. Nothing. Ja. Stattdessen sehen wir einen Leroy Sané. Was hat dieser Spieler bei dieser Club-WM gesucht? Ja, wenn du Galatasaray 1 reindrücken willst, alles klar, dann nimm ihn mit, setz ihn auf die Tribüne und Arsch geleckt, ja. Was hat dieser Spieler nur ansatzweise in dieser Mannschaft zu suchen gehabt? Ja, das ist eine absolute Katastrophe, eine absolute Farce. Ey, ich bin sowas von enttäuscht von Vincent Kompany, sag ich euch, wie es ist. Also sowas von enttäuscht. Wie kann man denn so agieren? Wie kann man so agieren? Ich verstehe es nicht. Ja. Genau das Thema Thomas Müller. Ey, du verlängerst extra den verkackten Vertrag, ja, damit er bei der Club-WM dabei sein kann. Ja, dann gib ihm doch verdammt nochmal auch die Bühne. Dann gib ihm doch die scheiß Bühne. Nee, du gibst lieber ein Leroy Sané die Bühne, der in 3 Spielen weg ist, anstatt Thomas Müller diese Bühne zu geben. Noch schlimmer, dann stellst du einen mit Jamal Musiala auf, wo du schon nach 5 Minuten gemerkt hast, Alter, das hättest du dir schenken können. Ja? Das hättest du dir einfach schenken können. So, der wirkt nicht fit, der wirkt nicht frei. Ja, was am Ende dann passiert ist, klar, unglücklich, alles gut, kannst du nicht vorhersehen. Aber selbst diese Aktion, ja, ich verstehe nicht, was in diesen Köpfen vorgeht. I don't know. Ja, man macht Hebel und Bewegung und setzt Himmel und Hölle in Bewegung und dann lässt man die gleichen Cup-Spielen wie immer spielen. Ja. Also absolute Vollkatastrophe, was die Entwicklung angeht. Die Entwicklung hat nicht stattgefunden. Und das Turnier war prädestiniert dafür. Ja, allein die Spielpaarungen waren prädestiniert dafür. Wir haben gegen Auckland City angefangen. Das ist eine Amateurmannschaft. Da hättest du locker 2, 3 Jugendspieler von Anfang an bringen können. Ja? Und wäre das dann irgendwie zur Halbzeit noch spannend gewesen, hättest du immer noch mal nachlegen können. Zweites Spiel, Boca Juniors. Ja, großer Name. Ja, jetzt auch nicht das super starke Team. Da hättest du dann sagen können nach dem ersten Spiel, wow, der hat mich beeindruckt, den kann ich noch mal bringen für eine Halbzeit. Ja. Brauchst du ja nicht von Anfang an, aber dann fängst du mit der ersten Kapelle an. Die sind dann noch ausgeruht, weil das erste Spiel nicht unbedingt mussten.
Und im zweiten Spiel lässt du die dann anfangen und nimmst die dann nach 60 Minuten raus, weil dann ist der Bums durch und bringst dann wieder die Jugendspieler rein, die mit Sicherheit heiß sind und Talent haben, sonst wären sie ja nicht dabei. Ja? So. Und dann hast du doch eine ausgeruhte Mannschaft, ausgeruhte Topstars und hast Jugendspieler, die sich zeigen können. Ja? Und ich garantiere euch, die Ergebnisse wären auch nicht anders gelaufen. So, dann hast du Benfica Lissabon. Ja, was war denn Benfica Lissabon? Erste Halbzeit hast du das Gefühl gehabt, alle Spieler, die auf dem Feld stehen, hatten keine Lust. Ja, wir schonen uns besser für Achtelfinale, wa? Ist besser. Ja, dann stell doch Jugendspieler auf. Die brauchen sie nicht schonen. Die können 110% geben. Ja? Hä? Was ist das für eine Denkweise, Alter? Sorry. Katastrophe. Ja, dass man natürlich erstmal brauchte nach so einem Durchgewurstel da in der Mannschaft, ist klar. Aber das hättest du doch schon in den ersten 2 Spielen langsam anstoßen können, dass du gar nicht so einen harten Cut gehabt hättest. Aber du hast die ersten beiden Spiele wie immer volle Kapelle gemacht. Immer deine gleichen Spieler. Nochmal gegen Amateurclub. What the fuck? Ja? Gegen Boca Juniors kannst du es ja noch verstehen, aber da spätestens auch da kannst du nach 60 Minuten durchtauschen, Alter. Warum haben da die Spieler durchgespielt? Warum werden dann Leroy Sanés eingewechselt? Katastrophe. Absolute Vollkatastrophe. Ja? Und dann stellt man Spieler auf, wo du merkst, die sind nicht fit, Alter. Die sind nicht fit. Das hast du ein Musiala angesehen. Ja? Ich meine, man hat die Warnung bekommen in dem Spiel vorher. Da hat man die Warnung bekommen. Da war die klare Warnung vom lieben Fußballgott, für Jamal Musiala ist diese Club-WM vorbei. Lass den mal klarkommen. Ja? Nee, scheißegal. Rein damit. Also, sorry Leute, das hat man sich alle selber zuzuschreiben. Ja, ja, dass es natürlich um Geld geht bei dieser Club-WM, alles gut. Ja, aber man muss diese Club-WM dann auch mal so sehen, wie sie ist. Es ist ein super interessantes Turnier, keine Frage. Ja, du hast jetzt aber auch keine überragend starken Gegner gehabt in der Vorrunde. Ja, und da hättest du einfach den ganzen Bums mal anders aufbauen müssen. Sorry, ein Harry Kane, Alter. Warum nicht ein Kusi Asare da rein? Ja, ja, jetzt beschäftigst du dich mit einem Voldemort, der, was? Ich habe es im anderen Video schon gesagt, 8 gute Monate bisher hatte in seiner Karriere. Und da bist du dann jetzt bereit, 50, 60 Millionen zu zahlen? Wenn du den überhaupt dafür bekommst? Anstatt so eine Club-WM zu nutzen und zu sagen, komm, wir gucken mal, was kann denn der Kusi Asare? Was kann denn der Lennart Karl? Was kann denn Spieler Y, X? Ja, was können die denn? Können wir auf die bauen in der kommenden Saison? Können wir die hinten dran nehmen, dass die reinkommen, dass das Spieler sind, die 30 Minuten kriegen? Und dann siehst du doch, ist das Potenzial da? Was ist denn jetzt los? Was hat dir diese Club-WM jetzt gebracht? Außer Adam Aznu hat keinen Bock mehr. Der weiß, ja, ist durch der Zug. Ich werde hier keine Spielzeit kriegen. Lennart Karl wird den Vertrag nicht verlängert. Michael Ballack ist ein Berater, der hat Ahnung von Fußball. Der weiß, der Junge wird beim FC Bayern nicht spielen, wenn er noch nicht immer die Chance jetzt bei der Club-WM bekommen hatte. Ja? Da bringt man lieber einen Leroy Sané regelmäßig rein, anstatt einen Lennart Karl. What the fuck? Ja, das müsst ihr euch mal überlegen. Das muss mal in euren Schädel gehen. Wem willst du das denn vermitteln? Ja, bedeutet, der ist weg. Der hat ein Jahr noch Vertrag und dann ist er weg. Dann geht er irgendwo hin, wo er Spielpraxis kriegt. Alles ist gut. Ja, so kannst du es durchgehen. So kannst du es durchgehen. Es ist eine Katastrophe gewesen. Ja, es ist eine Katastrophe. Man bringt einen Guerrero rein, der, weiß ich nicht, was ist der, was will der bei uns? Ja, nee, da bringt man keinen Adam Aznu, um zu gucken, ja, was kann er? Wo ist der Sinn? Ich verstehe diesen Sinn nicht. Ja, wir reden ja nicht über irgendwelche Spieler, wo man sagt, oh, ja, weiß ich nicht, also, nee, der kann vielleicht 3. Liga spielen oder sowas. Wir reden über Spieler, die hier so gehypt werden. Wir kriegen es nicht hin. Wir haben keine verkackten Eier. Ja, und wir wundern uns wieder in 2 Jahren, oh, guck mal, der Angelo Stiller, wie hat der sich denn entwickelt? Ja? Wie hat er sich denn entwickelt? Warum haben die Bayern den denn abgegeben? Ja? Yilmaz, wie hat er sich denn entwickelt? Warum haben die Bayern den denn gehen lassen? Was ist denn da los? Ja, und so kannst du es durchgehen die kommenden 2 Jahre. So kannst du es durchgehen. Ja?
Ey, ich würde es ja verstehen, wenn wir über Spieler reden, die alle Michael Olisse-Format haben. Ja? Da würde ich sagen, ja, alles klar, den kannst du keinen Jugendspieler vor die Nase setzen. Ja? Aber jetzt mal ernsthaft, ein Pummelknabri, der nicht eine gute Leistung gezeigt hat bei dieser Club-WM, ist eine Farce, dass der auf dem Feld steht. Nochmal, ein Leroy Sané, der drei Wochen später weg ist aus diesem verfickten Verein, bekommt Spielzeit. Dann noch über 90 Minuten. Das müsst ihr euch mal reintun. Anstatt einen Lennart Karl dahin zu stellen. What the fuck ist los mit denen? Ey, ohne Scheiß, wenn das eine Trainerentscheidung ist, dann muss da ein Sportvorstand mal auf den Tisch kloppen. Und muss mal sagen, pass mal auf, Junge, das ist die Club-WM, da bekommen die Spielzeit. Fertig. Was ist denn los, Alter? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Dasselbe mit dem Adam Aznu, Alter. Da wird hin und her geschoben, da wird Conny Leimer von rechts nach links genommen, anstatt einen verfickten Conny Leimer mal in die Mitte zu stellen. Ja, wo er seine Stärken hat. Aber nein, da müsste es ja König Josua wird ja auf die Füße treten. Junge, Alter. Ey, ich garantiere euch, ich hab's schon vor einem halben Jahr gesagt, ich hab's schon gesagt, wo Kimmich-Verlängerung da war, wir werden mit diesem Kader international keine Titel gewinnen. Sorry, werden wir einfach nicht. Punkt. Einfach Punkt. Ja, und das ist ganz einfach, warum. Unsere Mitte ist eine Vollkatastrophe mit dem Kimmich als Sechser. Wir haben die Diskussion unter Tuchel geführt, Tuchel hat sie aufgemacht, weil er Eier hatte. Ja, alle anderen hatten keine Eier, haben sie nicht aufgemacht. Auch ein Winnie hat keine Eier, macht sie nicht auf. Du hast ein paar Linien verpflichtet, den lässt du auf der Bank verschimmeln, um Kimmich den Arsch zu pudern. Ja? Dann hast du vorne Spieler, die super verletzungsanfällig sind. Ob es ein Gnabry ist, ob es ein Coman ist. Ja? Ich meine, zum Glück ist ein Sané jetzt weg. Müller ist weg. Das war wenigstens noch einer, der super selten verletzt war. Du hast einen Musiala, der seit der Vertragsverlängerung 2 Spiele macht, 18 verletzt ist, 2 Spiele macht, 18 verletzt ist. Seit der Vertragsverlängerung hat er noch nicht ein gutes Spiel gemacht. Ja, dann hast du den Harry Kane. Harry Kane hast du ab der 60. Minute das Gefühl, Alter, nimm ihn doch endlich runter. Ja? Und wisst ihr, was dann noch das Schlimmste ist? Dass dann noch ein Harry Kane der Einzige ist, der einen 60 Meter Sprint nach hinten macht und eine Blutgrätsche ansetzt. Anstatt dass irgendein Außenverteidiger tun würde bei uns. Über was reden wir? Ja, also du brauchst auch nicht sagen, die ersten 8 ist das Ziel in der kommenden Champions-League-Saison, Alter. Kannst du abschminken. Du siehst kein Land. Du wirst kein Land sehen. Ja? Also da müssen gerade Sachen in diesem Kader passieren, die sind für mich unvorstellbar, dass diese passieren. Ja. Und nochmal. Diese Bühne war doch perfekt. Die war doch perfekt, um etwas auszuprobieren. Was wäre passiert? Was wäre bei Oakland passiert, wenn da 3 Jugendspieler gestanden hätten? Ja, hätten wir das Spiel vielleicht nur 15-0 gewonnen. Ach, Katastrophe. Ja. Ich kapiere es nicht. Ja, ich kapiere es nicht. Und wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Ich meine, wenn man diese Schiene fahren will, ja, wenn man wirklich diese Schiene fahren will und sagt, ja, ich puder die, ich bin heiß, ich puder den Gnabry, ich puder den King, ich puder den Josh, ich puder ihn und die ganzen anderen lasse ich auf der Bank verschimmeln, weil die will ich nicht. Ey, wenn das so ist, dann ist das fein, ja. Aber dann haltet eure dumme Fresse und labert euch nicht jedes Mal in die Tasche. Oh ja, wir müssen jetzt aber den Campos jetzt, ne, wir wollen jetzt pro Jahr 2 Talente heranführen an den Profikader. Ja, die Club-WM werden wir nutzen, da werden wir die Talente mitnehmen, die werden da ordentlich Spielzeit bekommen, um mal zu sehen, wie der Stand ist. Dann haltet eure Fresse, Alter. Ja, ihr macht euch lächerlich. Lächerlich macht sich dieser Club. Nur noch in einer Tour. Komplett lächerlich. Vor der letzten Saison hat er sich lächerlich gemacht mit den Aussagen. Vor der Club-WM hat er sich im Nachgang jetzt wieder lächerlich gemacht. Und er wird sich für die kommende Saison wieder lächerlich machen. Soll ich noch mit den Transfergebaden anfangen? Hat nichts mehr mit der Club-WM zu tun, aber mit der Club-WM bin ich durch. Mehr gibt es nicht mehr zu sagen. Es gibt nichts Positives, was du mitnehmen kannst aus dieser Club-WM. Es gibt nichts Positives. Außer, dass Leroy Sané den Vertrag, wir haben Leroy Sané zum letzten Mal gesehen. Das ist das einzig Positive, was du aus dieser Club-WM mitnimmst. Ja? Sonst gibt es nichts
nichts Positives. Gar nichts. Es gibt nicht einen Spieler, wo du sagst, oh, geil, der hat einen Stepper gemacht. Ja, hat sich richtig gelohnt, diese Club-WM. Nee, du hast noch einen Spieler wie Jamal Musiala verloren. Wenn du ein Fünkchen was Gutes rausziehen willst, dann ist es, dass Jonathan Tah und Upamecano ganz gut harmoniert haben. Ja, das kannst du rausziehen. Und das war es. Alles andere, über was ich gerade geredet habe, könnten wir durchzensieren. Ja, ist durchgehend schlecht. Vielleicht noch Manuel Neuer. Nimm noch Manuel Neuer mit auf die positive Seite, auch wenn er da diesen Fehler dann hatte. Aber im Großen und Ganzen hat man gesehen, dass Manu auf der Linie auf jeden Fall wieder zu der alten Stärke gefunden hat. Ja. Nicht mehr diese Bahnschranke, nicht mehr diese super langsame. Also da ist er on point. Aber auch da, warum hast du diese Club-WM nicht dem Obich gegeben? Wofür hast du den Obich verpflichtet? Er hat so gut gemacht in der abgelaufenen Saison. Ja. Und du hättest ihm doch zumindestens, Auckland City, nochmal, wir reden über Auckland City, ein Amateurclub. Wofür steht da ein Neuer zwischen den Pfosten? Es kam kein Ball aufs Tor. Ja, also, sorry, man hat eine Riesenchance liegen lassen und mein Take, ich habe ja noch Hoffnung gehabt für die kommende Saison, dass wirklich wir die Eier haben werden und versuchen werden, die Jugendspieler heranzuführen. Die Hoffnung ist bei 0 bei mir. Ja, ich bin maßlos enttäuscht von Vincent Kompany. Maßlos. Das war gar nichts, ist gar nichts. Ist eine absolute Vollkatastrophe. Ist ein Offenbarungseid gewesen, diese Club-WM. Ja, auf was wir uns in der kommenden Saison einstellen können. Ja. Punkt aus. Ja. Gut. Ganz kurzer Anriss vielleicht in diese Transfersaga, die wieder gerade herrscht. Eine absolute Vollkatastrophe. Eine absolute Vollkatastrophe bisher. Also ich weiß nicht, wie weit das noch ansatzweise umgestoßen werden soll. Ich weiß es nicht. Was soll jetzt passieren, als dass man sagt, boah, geil. Ja. Du musst einen Zehner verpflichten, weil du nicht die Eier hast, einen Jugendspieler dahin zu stellen, das auszuprobieren bei der Club-WM. Du musst Außenbahnspieler verpflichten, mindestens ein, im Idealfall 2 und würdest einen Coman noch abgeben und einen Gnabry. Wird natürlich nicht passieren. Auch das musst du machen, weil du keine Eier hattest, Jugendspieler einzusetzen und zu schauen, können die das? Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sie es können, ja, weil andere 17-Jährige können das auch. Zentrale Mittelfeld hast du auch nicht die Chance genutzt, irgendwie nochmal versuchen, wie sieht's aus mit dem Palhinha? Was ist der Plan bei Palhinha? Warum hast du ihn dann überhaupt mitgenommen zur Club-WM? Hä? Ja, Vollkatastrophe. Vollkatastrophe. So, Außenverteidiger, I don't know, keiner weiß, was ist Phase. Conny Leimer ist jetzt unser Rechtsverteidiger oder was in der kommenden Saison. Darauf läuft sie gerade hinaus. Und Stani wird so lange den Linksverteidiger machen. Ja, so sieht es gerade aus. I don't know, wo ist der Sinn? Also, was? Wenn du schon nicht die Eier hast, König Josua von zentrale Mittelfeld auf die Rechtsverteidigerposition zu stellen, ja, warum spielt ein Stani da nicht Rechtsverteidiger? Das ist doch seine angestammte Position. Dann lass ihn doch da einspielen mit Michael zusammen. Hä? Auch da, du hast 5 Spiele gehabt, wäre doch schon mal eine gute Einspielphase für die kommende Saison gewesen, oder? Und ja, natürlich, du hättest dann mal König Josua vielleicht mal rausnehmen müssen und hättest mal einen Conny Leimer mit ins zentrale Mittelfeld stellen müssen. Mit dem Pavlovic zum Beispiel zusammen. Ja? Aber geht ja nicht. Geht ja nicht. Hast ja 6 zentrale Mittelfeldspieler. Da muss ein König Josua, er muss ja immer spielen. Ja? Geht ja nicht anders. Damit die anderen 5 sich um eine Posi streiten. Also, sorry, ich sehe kein Konzept. Das ist absolute Farce. Ich raff's nicht. Ja, du hast einen Guerrero. Guerrero als Linksverteidiger ist eine Vollkatastrophe.
Absolute Vollkatastrophe. Die ganze Saison gewesen bei der Club-WM genauso. Auch da, ja, entweder versuchst du mit ihm eine andere Posi, wie eine Achter, wie eine Zehner, ja, ja, oder du musst ihn abgeben. Auch das hättest du alles probieren können bei dieser Club-WM. Du hast nichts probiert. Du hast 1:1 deinen Scheißstiefel runtergespielt wie die ganze Saison. Ja. So. Und wir haben so viele Baustellen, was Transfers jetzt angeht in dieser Mannschaft. Wie? Wie? Ich frage mich wie. Ja, 40 Millionen von der Club-WM. Ja. Lieber Sané umsonst gegangen, Thomas Müller ist weg. Ja, auf Jugendspieler setzt du nicht, haben wir gesehen. Ja, du hättest die perfekte Chance gehabt bei dieser Club-WM, hättest gesagt, oh, guck mal, der Lennart Kahl, ja, ist doch auf jeden Fall ein Spieler, der hinten dran ist, da brauchen wir keinen verpflichten. Ja, hättest du doch gucken können. Hast du nicht. Also bedeutet im Umkehrschluss, du wirst Spieler verpflichten müssen. Ja? Ich meine, wir brauchen doch nicht mehr von der Qualität anfangen, oder? Sorry, ey, ein King hat eine passable Club-WM gespielt, keine Frage, ja. Aber dem fehlt einfach auch der letzte Touch, um zu sagen, ey, komm, wir spielen um einen Champions League-Sieg. So, das muss man einfach mal sagen, ja. Ich meine, davon abgesehen ist er alle 3-4 Wochen verletzt. So, Serge Gnabry, Serge Gnabry überhaupt noch in den Mund zu nehmen, ist eine Farce, dass er überhaupt noch beim FC Bayern spielt. Ja. Ist eine Vollkatastrophe. Der hat noch nicht mal das Bundesliga-Niveau für eine Durchschnittsmannschaft, Alter. Sorry. Wenn er mal einen guten Tag hat, hat er das, ansonsten hat er das nicht. Ja. So, wir haben einen guten Außenspieler, das ist Michael Olise. That's all. Das war's. Wir haben einen Stürmer, Harry Kane. Das war's. Das ist alles. Das ist alles, Leute. Serge Gnabry ist unser Ersatzstürmer. Serge Gnabry ist unser Ersatzstürmer. What the fuck? Von der Außenverteidiger-Posi brauche ich nicht anfangen, oder? Ich meine, wir haben genug Rechtsverteidiger in dieser Mannschaft. 3 Stück. Aber es spielt ein Conny Leimer da, der kein Rechtsverteidiger ist. Leute, also vorne ist gerade eine Baustelle hoch 10. Ne? Und eine Baustelle, die man sich selber aufgemacht hat. Also nochmal. Man wusste allerspätestens, jetzt mal ernsthaft, allerspätestens, wo ein Leroy Sané sagt, ich wechsle mal meinen Berater, dann weiß man doch beim FC Bayern, wenn ich nicht bereit bin, 1 Cent mehr zu zahlen, dann wird dieser Spieler nicht bleiben. So. Spätestens da hätte ich doch anfangen müssen, mich mit Spieler A, B, C zu befassen. Ja? Spätestens da. Eigentlich schon viel, viel eher, wenn man merkt, ach nee, komm, die Verhandlungen ziehen sich über 18.000 Monate. Nichts. Und jetzt wird alles öffentlich ausgetragen. Ja, Nico Williams, ach, das wäre schon geil. Ja, Bakula, ja, Premium-Lösung. Spieler Y, ja, Premium-Lösung. Ja, nee, ich habe keinen Bock zum FC Bayern. 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 Alles öffentlich. Alles öffentlich. Dasselbe wie bei der Trainersuche. Jeden Spieler, den du jetzt verpflichtest, Alter, ist doch wieder eine absolute Vollkatastrophe. Also, Junge, wir geben wieder ein Bild nach außen ab. Das ist eine Schande. Das ist eine Schande. Und dabei wäre es doch so einfach. Es ist doch so einfach. Warum halten nicht alle einfach ihre Fresse? Um es mal deutlich zu sagen. Warum halten nicht alle im Verein ihre Fresse? Dass Reporter Fragen stellen. Ja. Ist man dann dazu verpflichtet? Wird man erschossen, wenn man sagt, kein Kommentar? Mehr brauchst du nicht sagen. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Dann raffen das 3 Leute, die aktiv im Geschäft sind. Die raffen das dann, nachdem das Kind schon lange in den Brunnen gefallen ist. Ja, nehmen wir den Voldemort-Geschichte, da ist eine Vollkatastrophe. Ja.
Da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Dann sagen die endlich, nachdem sie vorher schon genug Scheiße gelabert haben, oh nee, das ist ein Spieler des VfB Stuttgart, wir sagen dazu nichts. Was schon zu viel ist. Sag einfach keinen Kommentar und dann ist gut. Ja? Was machen dann die schlauen Reporter? Ja, wenn die jetzt alle die Fresse halten, dann gehen wir doch mal zu dem, der immer gerne erzählt. Ja, dann gehen wir doch mal zum Uli Hoeneß. Ja, gehen wir doch mal dahin. Ja? Der hat doch Bock. Und der muss die Fresse dann wieder aufmachen. Ja? Es ist eine Vollkatastrophe einfach gerade alles wieder. Und ey, diese Transferphase wird eine Vollkatastrophe werden. Ich weiß nicht, wie man das rausreißen soll. Ein VfB Stuttgart würde doch sein Gesicht verlieren, wenn sie den Boldemade jetzt für 30, 40 Millionen gehen lassen. Die müssen mindestens 60 bekommen, damit die ihr Gesicht wahren. Und dann im Idealfall noch mit 10, 15 Bonus. Das wollen wir zahlen für einen Spieler, der 22 Jahre auf keiner Bildfläche war und dann 8 gute Monate hatte, anstatt zu sagen, hey, hier, wir haben 1:1 denselben Spielertyp bei uns. Ja, den hätten wir natürlich mal 5 Spiele bei der Club-WM uns anschauen können. Ja, hätten wir natürlich tun können. Aber das machen wir ja nicht, der ist viel zu jung. Alter. Ja, und das ist nur ein Beispiel. Mit der Außen brauchen wir gar nicht anfangen, oder? Also, absolute Vollkatastrophe. Also ich weiß nicht, wo das enden soll. Ja, ich lasse mich überraschen. Vielleicht kriegt der Verein die Kurve irgendwie. Ich persönlich glaube es nicht. Sage ich euch ganz ehrlich. Ich persönlich glaube es nicht. Das hat angefangen mit der Florian Wirtz-Geschichte. Da hast du schon gemerkt, dass das alles irgendwie nicht zusammenpasst in unserem Verein. Ich habe letztens ein Interview gesehen, einen Podcast mit Oli Kahn, wo es so um Business ging und auch so ein bisschen um seine Bayern-Zeit. Und da hat der Oli Kahn ein paar Worte gesagt. Er kann ja nicht viel sagen, weil es gibt ja Schweigevereinbarung und sowas. Aber er hat einen Satz gesagt, der es auf den Kopf trifft. Er ist zum FC Bayern gekommen, um den FC Bayern zu verändern, um mit der Zeit zu gehen. Ja? Aber es gab gewisse Leute, die natürlich namentlich nicht genannt wurden, die das nicht wollten. Die alles beibehalten wollten, wie es ist. Ja? Keinerlei Innovation, keinerlei Neuerung. Und jetzt könnt ihr dreimal überlegen, wer diese Leute sind. Ja? Das trifft es auf den Kopf. Ja? Man sieht das 1:1, wie so Uli Hoeneß, auch ein Karl-Heinz Rummenigge, wie die sich aktuell noch verhalten. Ja? Das ist schon seit Jahren nicht mehr zeitgemäß. Und die raffen das einfach nicht. Ich weiß nicht, ob es ja keine Leute im Verein gibt, die denen mal sagen, pass mal auf, ihr seid aus der Zeit gefallen, Alter. Entweder beschäftigt ihr euch mal mit der aktuellen Situation, ja, oder ihr seid nicht mehr tragbar für diesen Verein. Ja, das muss man Uli Hoeneß mal klipp und klar vom Kopf sagen, Alter. Klar, Uli Hoeneß hat diesen Verein aufgebaut, ey, ohne Wenn und Aber, keine Frage. Aber wenn jemand anders, der was zu sagen hat in diesem Verein, merkt, dass ein Uli Hoeneß vereinsschädigend ist, was er seit 2 Jahren ist, angefangen mit Harry Kane-Causa, ja, da muss man dem Uli das mal klar vom Kopf sagen, ja. Und entweder kriegt er dann was geändert oder du musst einen Uli bloßstellen, Alter. Fertig. Das ist traurig dann, ja, keine Frage, aber es kann nicht sein, dass dieser Mann in Zusammenarbeit mit Karl-Heinz Rummenigge, den er sich ja wieder zurückgeholt hat ins Boot, der ja eigentlich schon weg war, da alles über den Haufen wirft. Ja. Und die noch in ihrer Zeit leben von vor 10, 15 Jahren. Ja, wenn der FC Bayern Spieler anfragt, ja, na klar kommt der Spieler zum FC Bayern. Aber ja, der Rest, den klären wir dann schon mit dem Verein. Ist ja, und dann mache ich öffentlich halt mal eine Ansage und dann läuft das schon. Ja. Ja, heutzutage kriegst du öffentlich dafür in die Fresse gehauen, Alter. Ja. So. Also. Ja, es tut mir leid, dass das Video hier so in so eine negative Richtung gegangen ist. Aber das ist der Stand, Alter. Das ist der Stand. Man muss sich aktuell wirklich Sorgen machen um unseren Club. Ja. So, ich weiß nicht, woran es beim Kompany liegt, um da mal den Kreis zu schließen. Dass der keine Eier hat, die Jugendspieler einzusetzen, weil es kann ja keine Anweisung von Uli,
von Max oder von Christoph sein. Das kann es nicht sein. Alle diese Namen haben sich hingestellt, letzte Saison schon, und haben gesagt, der Campus muss jetzt Früchte tragen, wir haben da Riesentalente. Der Campus selber sagt, sie haben gerade den besten Jahrgang, den es jemals gab von den Talenten her. Und alle, ja, wollen wir. Und es passiert nichts. So. Also entweder muss dann jetzt Max Eberl da mal Kante zeigen und sagen, pass mal auf, Vini, hier, das ist dann deine Spieler für die nächste Saison. Lennart Kahl ist Teil davon, Kusi Asare ist Teil davon, Adam Azno ist Teil davon, bau diese Spieler in diesen Kader ein. Du bekommst keine weiteren Spieler. Ja, wenn Vinny das freiwillig nicht machen will, musst du ihm dazu sagen. Und jetzt spinnen wir den Schwanz mal weiter, und wenn er es gar nicht will, irgendwelche Jugendspieler einzubauen, dann brauchst du einen anderen Trainer. Sorry. Ja. Ey, so gut Vinny die letzte Saison gemacht hat, so gut er wieder ein Team geformt hat, wenn er aber keinerlei Interesse daran hat, Jugendspieler einzubauen, und alles, was ich bisher von ihm gehört habe auf irgendwelchen Pressekonferenzen, lässt diesen Schluss zu, und auch diese Club-WM lässt diesen Schluss leider zu, wenn man lieber einen Leroy Sané spielen lässt, anstatt einen Jugendspieler. Nochmal, ein Leroy Sané, der 3 Wochen später diesen Verein verlässt. Ja. Den lasse ich lieber 90 Minuten spielen, anstatt an Lennart Kahl diese Spielzeit zu geben. Das müsst ihr euch mal reintun. Da musst du den Trainer wechseln. Sorry, dann ist das so. Ja. Punkt. Es ist an der Zeit. Wir können nicht Jahr für Jahr jetzt, da haben wir nicht die Mittel für, Jahr für Jahr sagen, komm, wir verpflichten jetzt 2 Spieler für 100 Millionen und lassen dann unsere Spieler ablösefrei gehen, weil keine Sau diese Spieler haben will, weil sie maßlos überbezahlt sind. Deswegen wollte doch keiner einen Leroy Sané haben. Welcher Verein wollte einen Leroy Sané haben? Keiner. Ja, Galatasaray, damit sie sich schmücken können. Wir haben einen Topstar verpflichtet. Ja, die werden sich noch 3-mal im Kreis drehen und sich wundern. Ja. Wir stehen nächste Saison bei denselben Problemen. Serge Gnabry, Leon Goretzka. So. Werden beide nicht für 8, 9 Millionen verlängern. Ja. Die Spieler möchte keiner haben. So, da hast du nicht diesen Faktor, den du beim Leroy ja noch irgendwo sagen kannst, mit größtes Talent, Blasels. Wer soll denn Leon Goretzka verpflichten wollen? Und dem das Gehalt zahlen, was er beim FC Bayern bekommt. Ja, da müsstest du ihn jetzt verkaufen. Die Verträge laufen aus nächstes Jahr. Du müsstest sie jetzt diesen Sommer verkaufen. Die sagen aber beide, ich möchte nicht weg. Und dann sagt der FC Bayern, ja, kein Problem. Alles gut, ihr seid Teil dieser Mannschaft. Anstatt zu sagen, ey, ihr habt ein Jahr Vertrag, entweder geht ihr auf die Tribüne oder ihr sucht euch einen neuen Verein. Oder ihr verlängert jetzt meinetwegen für die Hälfte eures Gehaltes. Let's go. Das sind die Optionen. Ja. Dasselbe mit Opa. Opa läuft auch nächstes Jahr. Der geht ins letzte Vertragsjahr. Ich garantiere euch, der wird diesen Verein verlassen. Der wird den Verein verlassen. Oder man geht ins letzte Jahr und zahlt dann aus Panik wieder ganz kurz vor Ende 30 Meter Handgeld und ein Gehalt, wo dir die Eier platzen. Ja, das werden die Optionen sein. Warum schafft man sich diese Baustelle? Dass ein Upamecano, der Top Leistung zeigt, eine gute Saison gespielt hat, sagt, ey, ich möchte aber jetzt auch das haben, was ein Alphonso Davies bekommt. Ne? Das ist jetzt das, was ich haben möchte an Gehalt. Ja, logisch. Logisch. Wer will ihn das denn verübeln? Alter, ihr merkt, ich könnte stundenlang weitermachen. Stundenlang. Guckt euch die Baustellen an in dieser Mannschaft. Guckt sie euch an. Tom Bischoff. Mehr brauche ich gar nicht sagen, oder? Was soll er machen? Wird der Wasserträger im Training oder was? Ja, lass die Vorbereitung durch sein. Ja, wir haben uns dazu entschlossen mit Tom. Er geht nochmal ein Jahr zurück zur TSG Hoffenheim. Und dann ein Jahr später, ja, wir verkaufen ihn für 5 Millionen. Und ja, wir haben 5 Millionen plus gemacht mit dem Tom Bischof. Wir haben ihn ablösefrei verpflichtet. Katastrophe, Alter. Einfach Katastrophe. Ja, einfach Katastrophe. So, da ist er wieder. Wild, oder? Ey, du könntest ganz einfach in dieser Mannschaft
so eine Baustelle schließen, indem du sagst, pass mal auf, Josh, du bist mein Rechtsverteidiger. Punkt. Kimmich ist ein guter Rechtsverteidiger. Und wenn er diese Posi dauerhaft spielt, wird er auch wieder ein sehr guter Rechtsverteidiger sein. Ja? Das gibt dir sogar die Option, mit Kimmich als Rechtsverteidiger zu sagen, wir können auch auf eine Dreierkette umstellen. Weil dann ist Kimmich der rechte Part in der Dreierkette. Hat der gar kein Problem mit. Ja? Kann der spielen 1A, kann von hinten das Spiel eröffnen, kannst das Spiel auch über eine rechte Verteidigerposi eröffnen, hat ein Philipp Lahm jahrelang bewiesen. Punkt. Baustelle geschlossen. Ja? Wenn dir dann ein Palinja zu defensiv ist, was ja sein kann, ich verstehe es nicht, aber was ja sein kann, ja, dann hättest du für die Mitte immer noch einen Conny Leimer, einen Pavlovic und einen Tom Bischoff. Leon Goretzka lasse ich mal raus. Ja, der ist für mich, aber gut, der wird ja auch noch da sein. Ne? So, und dann hättest du sogar noch einen Rafael Guerrero, den ich eher noch auf einer Achterposi sehe, wie auf einer linken Verteidigerposi. Weil technisch und so kann er ja. Ne? Eine gewisse Torgefahr hat er auch. Ja? Also wenn der dauerhaft auf einer Achterposi spielen würde, wird er sich da, oder vielleicht sogar ein bisschen weiter vorne durch die Musiala-Verletzung jetzt, wird er sich da zurechtfinden. Ne? Ja, und dann hättest du eine riesen Baustelle schon mal geschlossen. Wird natürlich nicht passieren. König Josua ist... Aber komm, ich mache Feierabend, Leute. Ich rede mich sonst noch mehr in Rage, wie ich schon habe. Und ja, wenn man den Stand jetzt, den Kader beurteilen würde für die kommende Saison, Vollkatastrophe. Ja, für die Bundesliga, okay, werden wir mal sehen, je nachdem, wie Leverkusen mit dem Ten Hag klarkommt und aufrüstet. Je nachdem, wie Dortmund klarkommt, ja, geht es natürlich um die Meisterschaft. Aber in der Champions League, Alter, weiß ich nicht, da haben wir keinerlei Anspruch. Ja. Ich habe letztens die Tage noch Artikel gelesen, der FC Bayern verabschiedet sich aus den Top-Mannschaften in Europa. Genau das tun wir gerade. Ja, da ändert auch kein Michael Olise oder Harry Kane etwas da vorne. So, unsere Zentrale ist nicht mehr zeitgemäß mit dem Kimmich als Sechser. Schon seit Jahren nicht. Die linke Außenbahn ist eine Vollkatastrophe. Ja, und was ist, wenn Harry Kane oder Michael Olise ausfallen? Was ist dann? Da ist gar nichts. Ja. Man hat es gegen Paris gesehen. Mein letzter Take. Man hat es gegen Paris perfekt gesehen. Erste Halbzeit, Augenhöhe. Ja. Leichte Vorteile hier, leichte Vorteile da, aber wirklich Augenhöhe. So. Zweite Halbzeit, die ersten Wechsel, Vollkatastrophe. Ja, einfach Vollkatastrophe. Ja, wenn ihr mal vergleicht, was bei Paris eingewechselt wird und was bei uns eingewechselt wird, ja, vorbei. Ja, und wenn du schon nicht diese Breite hast, dann, warum dann auf Spieler wie Sané, Gnabry, Coman setzen? Ey, sorry, das sind Spieler, die haben kein Level eines Michael Olise und werden das auch nie erreichen. Ja, die sind alle 28, 29, das geht's ja am Ende entgegen. So, da kommt nicht mehr dieser Sprung und sagen, wow, jetzt hat er nochmal richtig Feuer. Ja, die Zeit ist vorbei. So, die sind satt beim FC Bayern, was auch normal ist. Ja. Wenn du dann schon nicht diese Breite hast, ja, dann setzt doch auf die Jugend, Alter. Was hast du zu verlieren? Gerade auf der Außenbahn hast du 3, 4, 5, 6 Talente, aber du hast ja schon wieder zwei einfach weggeschickt. Da musst du dich nicht wundern. Ja, da musst du dich nicht wundern. Ich meine, nimm allein das Beispiel Tell letzte Saison. Also, Tell hat wohlgemerkt unter dem Tuchel gezeigt, über die linke Außenbahn in 7 Spielen 7 Tore. Ja, als Joker. Dass es geht. Ja, unterm Kompanie keine Chance. Nix. Ja. Also ich weiß es nicht, was das Problem ist mit Kompanie und jungen Spielern. Auf jeden Fall ist da ein Problem. Ich denke, das sieht man ganz klar. Ja, mit jungen Spielern, die schon einigermaßen integriert sind, wie so ein Pavlo, wie so ein Musiala, kommt da anscheinend klar. Aber alles, was irgendwie aus der eigenen Jugend kommt, was noch kein Standing hat, irgendwie, hat er nicht die Eier zu sagen, oh, das ist jetzt ein Spieler, der bei mir ein Standing. Ja? Wie so ein Van Gaal. Thomas Müller spielt immer, Bad Stuber spielt immer. Punkt. Das sind meine Spieler.
Selbst beim Torwart, beim Kraft. Kraft ist mein Torwart. Zack, ist der Nachfolger von Olli. Zack. Ja, ist am Ende nicht gut gegangen, aber das ist doch, wie du rangehen musst an diese Art und Weise. So musst du doch mit Jugendspielern verfahren. Ja? Und dann kannst du nach einem halben Jahr immer noch sagen, ja, alles gut, hat der nicht gepackt. Ja? Aber wir haben ja gerade diese Masse. Es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, Lennart Kahl, wenn der es nicht packt, ja, scheiße. Was machen wir dann? Wenn der jetzt nicht funktioniert, wenn wir den jetzt da hinstellen, scheiße, was machen wir dann? Ja, wenn der nicht funktioniert, dann nimmst du den nächsten. Du hast einen Irankunda verpflichtet, Alter. Der sieht aus wie Shaqiri in Jung. Ja, Kraftwürfel, Alter, Maschine. Ja, ist doch nicht so, dass du keine Auswahl hast. Ja, dann hättest du noch einen Ibrahimovic gehabt, du hättest einen Vidovic gehabt, du hast noch A, B, C, D in der Jugend. Ja, die Hälfte hast du schon weggejagt und die andere Hälfte jagst du weg. Ja? So, und dann muss man sich doch nicht wundern. Ja? So, und das verstehe ich halt nicht. Wir reden nicht davon, dass du jetzt sagst, ja, Lennart Kahl ist jetzt Stammspieler, linker Außenbahn, der macht das jetzt. So. Ja, das hättest du machen können bei der Club-WM. Und dann hättest du sagen können danach, alles klar, ey, wir gehen mit dem in die Saison und nehmen nochmal 1, 2 dahinter als Backup und gut ist. Ja? Das jetzt natürlich zu tun, wie? Wie willst du das jetzt gerade machen? Ja? So, man hat die Chancen halt verpasst. Ja? Aber du kannst doch trotzdem Lennart Kahl jetzt sagen, komm, du bist im Profikader, kommende Saison, Profivertrag. Und dann bringst du den jedes Spiel eine halbe Stunde. Ja, wir reden doch immer von der Belastung. Gerade in der Offensive auf der Außenbahn muss es doch möglich sein, spätestens ab der 60. Minute auszuwechseln und da frischen Wind zu bringen. Ja? Gerade mit unserer Qualität musst du noch nach 60 Minuten jedes Spiel entschieden haben in der Bundesliga. Wenn es nicht gerade Leverkusen, Dortmund, Stuttgart oder sowas heißt. Ja, aber gegen 3/4 der Vereine musst du die Spiele nach 60 Minuten entschieden haben. Punkt. Ja? Also, ich verstehe es nicht, dass man da kein Zutrauen hat. Nee, dann bringt man so eine Moves wie, oh ja, jetzt haben wir noch 5 Minuten. Steht 3-0. Nehme ich jetzt einen Thomas Müller oder nehme ich einen Adam als, weiß ich jetzt auch nicht. So war die letzte Saison, Alter. Ja, und so war diese Club-WM. Ja, und so wird die neue Saison werden. Und man wird sich wieder wundern, warum die Jugendspieler alle den Verein verlassen möchten. Beziehungsweise verlassen werden. Ja. Und da wird man sich damit rühmen, dass man dann sagt, oh ja, ey, wir haben Adam Anzenow verkauft für 10 Millionen. 10 Millionen haben wir gekriegt. Für einen Spieler, den wir für 700.000 vor 3 Jahren von Barcelona verpflichtet haben. 10 Millionen. Ja, grandioses Kino. Ja, und dann guckst du in 3 Jahren auf dem Adam Anzenow, was der leistet, wo er spielt. Und dann kriegst du die Tränen in den Augen. Darauf wird es hinauslaufen. Ja. Und das ist super schade. Ja. Und dafür, dass wir eine Zeitenwende haben wollen beim FC Bayern, dass du einen FC Bayern nicht nur so führen kannst, ist auch klar. Ja. Also nicht falsch verstehen. Ich setze mich jetzt nicht hin und sage, ja, du musst jetzt 3, 4 Jugendspieler einbinden und ansonsten brauchst du nichts machen. Ja. Nochmal, du müsstest allein erstmal anfangen, damit die Spieler auf die richtigen Positionen zu stellen. Das wäre schon mal Punkt 1. Ne? Das passiert ja schon nicht. So. Und natürlich wirst du beim FC Bayern immer eine Mischung finden müssen. Du musst immer sagen, ey, komm, ich verpflichte eine richtige Granate. So wie es mit Florian Wirtz machen wolltest, hast du nicht gekriegt, musst du dir eine andere Granate suchen und verpflichten. So, dann sagst du meinetwegen, ey, das ist ein zweiter Ulisse. Komm, den gönne ich mir auch noch. Ja? Und dann sagst du, ja, da habe ich einen Lennart Kahl, da habe ich einen Adam Anzenow, da habe ich den und die kommen auch noch in den Profikader. Ja? Und dann kann ich diese ganz altgebackenen Knabris, Komans, Goretzkas, diese durchschnittlichen Spieler wie Rafael Guerrero und so weiter, kann ich dann sogar noch abgeben. Und spar noch, weil wir müssen ja Gehälter senken, und spar noch 30 Millionen an Gehältern ein. Weil so ein Jugendspieler, was verdient der denn? Passiert nicht. Haben wir keine Eier für. Wir gehen Jahr für Jahr mit diesem sinkenden Schiff tiefer rein mit denselben Kapsköppen, weil die einfach maßlos überbezahlt sind und natürlich freiwillig nicht weg wollen, was völlig normal ist. Leroy Sané, das beste Beispiel. Und so wird es mit dem Gnabry laufen, so wird es mit dem Coman laufen, so wird es mit dem Goretzka laufen. Ja. So, Coman ist der Einzige, der das irgendwie mal angeblich signalisiert hat. Ist bisher auch nichts passiert. So, ja.
So ist es gerade bestellt um unserem FC Bayern, Leute. Wilde Nummer, ja, musste mal raus. Man kann das Ruder noch locker rumreißen. Ja, also aus meiner Sicht kannst du das locker rumreißen. Gehen wir es kurz durch vielleicht. Wir wollen ja nicht nur meckern, wir wollen ja auch mal ein paar Alternativen aufzeigen. Also, vorne hast du Harry Kane. Da gibst du schon mal Kusi Asare, der bei der Club-WM schon mal voll dabei war. Dem musst du jetzt halt mal klipp und klar das Signal geben. Alles klar, du bist mein Stürmer Nummer 2 in der kommenden Saison. Und da musst du dem regelmäßig, gerade gegen 3/4 in der Bundesliga, Spielzeit geben. Entweder lässt du ihn mal anfangen für eine Halbzeit oder du nimmst einen Harry Kane nach 60 Minuten raus oder ein Jamal Musiala ist eh verletzt, du spielst mal mit einer Doppelspitze, Harry Kane ist eh der sich fallen lässt. Punkt. Ja, hast du schon mal eine Alternative. Auf den Flügeln, wie gesagt, Gnabry und Coman werden den Verein nicht verlassen. Wenn du Glück hast, bekommst du noch einen Flügelspieler. Ansonsten musst du Lennart Kahl zünden, dem dasselbe sagen und dem musst du diese halbe Stunde geben. Jedes verfickte Spiel musst du dir eine halbe Stunde geben. Und wenn er dann in diesen Spielzeiten die nächsten Steps macht, ja, dann musst du auch die Eier haben zu sagen, ja, Gnabry, Coman, ich steht jetzt hinten dran. Fertig. Ja. So, Leistung muss sich durchsetzen. Punkt. Ja. Zehner-Posi. Ja, Zehner-Posi ist gerade super schwierig. Ja, wie gesagt, du kannst einen Harry Kane da hinstellen. Wäre eine Möglichkeit. Ja, da musst du aber vorne halt einen Stürmer reinstellen, mit einem Kusi Asare zum Beispiel. Du könntest natürlich einen Michael Olise auf die Zehner-Position stellen. Da bräuchtest du natürlich auf der Außenposition nochmal jemanden. Du könntest natürlich auch unkonventionelle Dinge machen. Wie ein Guerrero versuchen da hinzustellen, ne, ob der das geschissen kriegt. Ich meine, du könntest natürlich auch ganz wilde Sachen machen. Du willst ja auch in der Jugendzentrale offensive Mittelfeldspieler haben. Du könntest aber auch versuchen, einen Pavlo weiter nach vorne zu schieben, ja, weil er das Auge hat. Er hat die schnelle Auffassungsgabe. Natürlich ist er kein Dribbler wie ein Musiala, ist halt eine andere Art Zehner. Aber auch das würde gehen, meiner Meinung nach. Ja, dann hättest du eine Posi frei. Da könntest du einen Conny Leimer hinstellen. Eine Stufe dahinter, die Pressingmaschine. Also ich denke schon, dass man das auffangen könnte. Du könntest den ganzen Bums auch mit einem Systemwechsel auffangen. Ja, indem du einfach, keine Ahnung, nehmen wir ein 4-2-2-2 ohne Zehner. Doppelspitze, 2 auf den Halbpositionen, 2 offensive Achter dahinter, feuerfrei. Du könntest das Ganze mit einer Dreierkette gestalten. Ja, dass unsere Außenverteidiger noch viel weiter hochschieben können. Auch da lässt du den Zehner weg und spielst vorne 2-2-2. Ja. 2 auf den Halbpositionen, die dann mehr einrücken, weil die Außenverteidiger weiter aufrücken. Ja. Ist doch auch kein Problem. Wenn du dann hinten eine Dreierkette hast, mit noch einem Defensiven vielleicht, so dass du sogar eine Viererkette bilden könntest. Ja, geht doch alles. Ja. Du musst doch jetzt nicht unbedingt den Zehner auf dem Feld haben. Also. Aber das wären alles Sachen gewesen, nochmal, die du bei so einer Club-WM mal hättest ausprobieren können. Ja, weil du diese ganzen Jugendspieler mit dabei hättest. So hast du aber nicht getan. Ja. Und ja, also wie gesagt, Potenzial sehe ich mehr als genug in dieser Mannschaft. Für den großen internationalen Titel wird es nicht reichen, auch nächstes Jahr nicht. Ja. So. Auch mit Jugendspielern, wenn du jetzt wirklich sagst, ich binde 2, 3 Jugendspieler ein, musst du dich davon verabschieden. Die brauchen einfach mal ein Jahr, um sich zu entwickeln. Ja, also Punkt. So, da brauchen wir nicht drum herum reden, aber du musst halt irgendwann mal anfangen. Ja, du musst mal ein bisschen langfristiger denken. So. Wenn du kurzfristig denkst, worauf willst du jetzt denken? Letzte Saison konntest du ja sagen, ey, Finale da Horm, da haben wir alles hinten dran gestellt. Ja, ist vorbei. Du musst jetzt planen, dass du sagst, ey, unser Plan ist, in 3 Jahren wollen wir die Champions League gewinnen. Darauf müssen wir hinarbeiten. Darauf müssen wir den Kader umgestalten, darauf müssen wir den Kader verjüngen. Wir brauchen eine andere Spielweise, die wir mittlerweile ja jetzt schon haben. Aber da musst du das auch durchziehen. Ne? Da musst du damit mal anfangen und das durchziehen. Und da wäre diese Club-WM halt der perfekte Ort dafür gewesen. Ne? Und das hast du nicht getan. So. Was ist denn das Zeichen, was wir wieder gesendet haben? Das Zeichen, was wir gesendet haben, ist, wir halten an allen fest, die da sind. Das sind unsere Spieler. Nochmal, wir haben an einen Leroy Sané festgehalten, bis zum letzten Tag, wo er da war. Durfte er spielen. Anstatt eines Thomas Müllers, ne, der es mit Sicherheit mehr verdient hätte, um seine Abschiedstournee zu haben. Also,
Die Aufstellung bei der Club-WM. Sorry, Vinny. Absolute Enttäuschung und mir ein absolutes Rätsel. Und damit beende ich jetzt meine Farce. 54 Minuten. Halleluja, Leute. Gönnt euch nicht. Lasst einen Daumen nach oben oder nach unten da, damit ich sehe, wie die Meinungen sind. Schreibt einen Kommentar. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Wir haben jetzt Pause. Ich werde die Pause auch nutzen, hier Pause zu machen auf den Kanal. Sollte sich irgendwas in Richtung Transfers tun, wird es ein Video geben. Irgendwelche Videos zu irgendwelchen Gerüchten oder so wird es hier auf dem Kanal nicht geben. Da beteilige ich mich nicht. Vielleicht werden wir uns die eine oder andere Reaction noch reinziehen. Oder ich werde das eine oder andere Tierlist-Video machen, damit hier nicht ganz tote Hose ist in den kommenden 3 Wochen. Aber ansonsten ist erstmal Pause. So sieht's aus. Und im 10. August bin ich im Urlaub. 2 Wochen, da wird auch wenig passieren. Schauen wir also mal. Spätestens zur neuen Saison geht es dann wieder wie gewohnt rund. Vor der Saison werde ich nicht schaffen, da bin ich im Urlaub, wie gesagt, müssen wir mal gucken. Entweder werde ich Anfang August, dass wir da nochmal so einen Bayern-Stream machen, so für einen Ausblick auf die neue Saison, bevor ich im Urlaub fahre. Mal schauen. Irgendwie so ist der Plan. Es wird ab und wann mal ein Video kommen hier. Wenn ich mich mal wieder auskotzen muss, wie jetzt gerade, dann wird auch ein Video kommen. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Gebt die Hoffnung nicht auf, die stirbt zuletzt. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kriegen wir noch die Kurve in diesen Kader, vielleicht kriegt der Trainer noch die Kurve, ich weiß es nicht. Gerade muss man leider ein düsteres Bild malen. Und da muss man dann auch nicht alles schön reden oder drumherum reden, denke ich. Und in diesem Sinne, tschüssi, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal, haut rein, bis dann. Tschö. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.